Guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem VIP-Deutschkurs. Schön seid ihr da. Heute haben wir ein schönes Thema, denke ich. Mir gefällt die Geschichte. Wir werden über Spatzen sprechen, die kleinen Vögel, die wir überall in den Städten, in den Dörfern sehen, in den Büschen rund um uns herum. Also ich hoffe, euch gefällt dieses Thema auch. Und weil Spatzen so allgegenwärtig sind, weil sie so nahe beim Mensch leben, darum gibt es auch viele Redewendungen, die wir in unsere Geschichte eingebaut haben und heute kennenlernen wollen. Also, das Thema ist Spatzen, aber wir wollen noch 3 Sätze wiederholen von letzter Woche. Letzte Woche ging es um das Sechseläuten in Zürich, dieses Frühlingsfest, das gestern stattgefunden hat. Gestern war Sechseläuten in Zürich und genau, die Frage ist, when is Sechseläuten? Das wollen wir übersetzen. Dann, what do you think? How long will he burn this year? Da sprechen wir über den Böck, also diesen Schneemann, diese Figur, die in Zürich verbrannt wird. Und je nachdem, wie lange er brennt, je nachdem wird das Wetter, also je länger er brennt, desto schlechter wird das Wetter im Sommer. Jetzt wissen wir das Resultat. Der Böck hat 12 Minuten und 48 Sekunden lang gebrannt, also eigentlich sehr kurz. Also laut Böck wird das Wetter im Sommer sehr schön. Wir werden sehen. They said the sun will shine in the afternoon. Das ist der 3. Satz, den wir übersetzen wollen. Also, when ist Sechseläuten, das ist wann ist Sechseläuten. Also Englisch when ist auf Deutsch wann. Da könnte man einen Fehler machen, weil es ganz ähnlich ist, aber doch nicht gleich. What do you think? How long will he burn this year? Das ist ein bisschen ein langer Satz. Was denkst du? What do you think? Was denkst du? Wie lange brennt er dieses Jahr? Wir können auch fragen, was meinst du? Deine Meinung interessiert mich. Wie lange brennt er dieses Jahr? Ich gehe noch etwas zurück, dann könnt ihr den englischen Text besser sehen. Und they said the sun will shine in the afternoon. Sie haben gesagt, dass die Sonne am Nachmittag scheinen wird. Ja, sie hatten auch Glück mit dem Wetter. Es war wirklich sonnig gestern. Also, das war eine gute Prophezeiung. Die Sonne hat geschienen. Ich weiß nicht, wie viel es geregnet hat vorher, aber das Wetter ist wirklich eine wichtige Sache. Wenn das Wetter nicht stimmt, wenn es regnet und nass ist, dann brennt der Böck auch nicht gut und dann ist es viel weniger lustig. Ja, also wir kommen zu unserer Spatzengeschichte. Also wir sprechen nicht nur über Redewendungen mit Spatzen, sondern unsere Protagonisten, unsere Hauptdarsteller sind Spatzen. Und zwar ist es Frühling und sie wollen ein Nest bauen. Ja, ich wünsche mir ein großes Nest auf dem Dach. Ein kleiner Spatz mit großen Träumen, so wie wir Menschen vielleicht ein Schloss möchten oder einen Palast, wünscht sich dieser Spatz ein großes Nest. Auf dem Dach. Wir wissen nicht, auf einem Hochhaus oder auf einem Einfamilienhaus, sehr wahrscheinlich mit guter Aussicht auf die Berge zum Beispiel. Das wünscht sich dieser Spatz. Das ist schwierig, so ein Nest auf dem Dach zu bauen.
das ist sehr exponiert. Es ist draußen im Wetter, wenn es stürmt, wenn es donnert und blitzt, ist das vielleicht nicht so lustig, ja? Warum? Das ist schwierig, aber warum ist das schwierig? Das gibt sehr viel zu tun. Ein großes Nest, so wie wenn wir einen Palast bauen, einen großen, gibt es auch viel mehr zu tun als ein kleines Haus. Also das gibt sehr viel zu tun. Das ist bei den Menschen häufig auch eine Kostenfrage. Und es ist nicht sicher, ob wir rechtzeitig fertig werden. Wir wollen ja Eier legen, wir wollen die Eier ausbrüten in diesem Nestchen. Wenn wir das nicht rechtzeitig fertig haben, dann ja, was machen wir dann? Und ich denke, es hat auch kein Regendach, also die Blätter in einem Busch, in einem Baum, die schützen das Nest ein bisschen vor Regen. Ja, und was noch? Es gibt viele Gründe, warum es vielleicht nicht so ideal ist für Spatzen, wenn sie ein Nest auf dem Dach haben. Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Das ist unser erstes Sprichwort. Lieber ein Spatz in der Hand, dann habe ich etwas zu essen. Früher hat man oft auch eben kleinere Vögel gegessen, nicht nur Hühner. Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Vielleicht hat man mit den Spatzen eine Suppe gekocht oder so, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ja. Dann machen wir weiter. Okay, ein kleines Nest tut's auch. Das ist auch genug. Das erfüllt die Funktionen, die es haben muss. Ja, es bietet Schutz. Es hat Platz für die Eier, man kann sie dort in Ruhe ausbrüten. Ein kleines Nest tut's auch. I wish for a big nest on the roof. Das ist die Wiederholung von unserem ersten Teil. I wish for a big nest on the roof. Und der zweite Satz, better a sparrow in the hand than a pigeon on the roof. Das sagen wir so. Das ist jetzt wortwörtlich übersetzt. Ich glaube nicht, dass man das auf Englisch auch so sagt, aber wir haben es wortwörtlich übersetzt. Und da ist so ein kleiner Spatz. Hast du schon mal ein Spätzchen aus der Nähe gesehen? Vielleicht ein Spätzchen, das verletzt war oder ein junges Spätzchen, das aus dem Nest gefallen ist oder so. Also, I wish for a big nest on the roof heißt, ich wünsche mir ein großes Nest auf dem Dach. Ja, ich wünsche mir ein großes Nest auf dem Dach. Better a sparrow in the hand than a pigeon on the roof. Das heißt, lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Ja. Ich habe letztens so eine wunderschöne weiße Taube gesehen. Bei uns gibt es Leute, die haben Brieftauben, also die haben ihre Taubenzucht und da gibt es ganz schöne Exemplare drunter. Ja, diese Frage können wir auch im Zoom-Treffen besprechen. Wir können einander Geschichten erzählen. Hast du schon einmal einen Spatz aus der Nähe gesehen oder vielleicht einen anderen Vogel, einen Star, eine Amsel? Ja. Hallo Spätzchen, was machst du? Das ist der zweite Teil unserer Geschichte. Was machst du? Ich baue unser Nest. Sie haben einen Platz gefunden in einem Strauch, wo es viele Äste hat. Zwischen den Ästen bauen sie ein Nest. Ich baue unser Nest.
Womit baust du das? Was hast du da in deinem Mund? Womit baust du das? Wir können auch sagen, mit was baust du das? Mit wem? Wenn wir von Personen sprechen, können wir nicht fragen, womit, sondern dann müssen wir fragen, mit wem. Aber für Sachen können wir sagen, anstatt mit was, können wir auf Hochdeutsch sagen, womit, wofür, wozu. Mit frischem Moos und Blumen. Also er ist sehr kreativ. Er baut das Nest mit frischem Moos und Blumen. Die Blumen oder die Pflanzen haben ätherische Öle. Vielleicht braucht er auch Blätter von Pflanzen, die ätherische Öle haben. Und das habe ich eben letzthin in einer Radiosendung gehört, dass sie wirklich, die Spatzen, Pflanzen suchen mit ätherischen Ölen, die ihr Nest etwas parfümieren und schützen. Ihr werdet sehen. Oh, das ist romantisch. Ätherische Öle sowie Parfums, das riecht gut. Es geht nicht um Romantik, das ist nicht das Ziel. Das ist ein schlauer Trick. Ja, Sie haben einen Trick gefunden, Sie haben eine Möglichkeit gefunden, eines Ihrer Probleme zu lösen. Und das ist nämlich das Problem mit Parasiten. Dann haben wir nämlich keine Parasiten. Parasiten mögen diese ätherischen Öle nicht und dann lassen sie die Vögel in Ruhe. Dann haben wir nämlich keine Parasiten. Ich habe in dieser Sendung sogar gehört, dass die Spatzen sogar Zigarettenstummel sammeln und in ihre Nester bringen, weil das auch hilft gegen Parasiten. Es riecht vielleicht nicht so gut, ich mag den Geruch nicht, aber es hilft gegen Parasiten. Also, die sind sehr klug, diese Vögel. With what are you building it? Das ist unsere Frage. With what are you building it? Und then, that's a smart trick. Diese 2 Sätze wollen wir wiederholen. Das ist etwas verschoben. Das sollte dieser Film sein. Magst du Spatzen oder andere Vögel? Okay. With what are you building it? Das heißt, womit baust du das? Womit? Du darfst auch sagen, mit wem baust du das? Das ist dann eine Person. Oder mit was? Mit was baust du das? Also mit was oder womit und für Personen nur mit wem. That's a smart trick. Das ist ein schlauer Trick. Das ist ein altes Hausmittel, könnten wir auch sagen. Pflanzen und ätherische Öle und so, das sind alte Hausmittel. Die brauchen Spatzen auch. Ich mag Vögel und ich mag, wenn sie singen im Frühling, wenn sie wieder zurückkommen, wenn es wieder mehr Vögel hat als im Winter. Oh, das ist ein U verschwunden. Unser Nest ist ein bisschen kaputt. Oh je. Oh je. Unser Nest ist ein bisschen kaputt. Oh nein, was machen wir jetzt? Wir können das nicht so lassen. Plötzlich fallen noch die Eier aus dem Nest. Ich rufe einen Handwerker. Das ist komisch. Die Vögel rufen einen Handwerker. Vielleicht haben sie auch manche unter ihnen, die sind gut, zum Beispiel im Bauen. Ja? Die haben verschiedene Aufgaben. Auf jeden Fall brauchen sie Hilfe. Für dieses kleine Problem brauchst du einen Handwerker. Wenn es keinen Vogel gibt, könnten sie ja den Menschen anrufen und sie um Hilfe fragen. Aber für dieses kleine Problem, das ist doch übertrieben.
Du musst doch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist etwas übertrieben. Zu viel Energie und Aufwand und Kosten für eine kleine Sache, die nicht der Rede wert ist. Du musst doch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist unsere zweite Redewendung. Wirklich? Ja, wir können das selbst reparieren. Zusammen schaffen wir das schon, ja? Manchmal ist es ein bisschen eine Frage nicht nur vom Können, aber auch von der Zeit. Also ich will ja gern immer alles selber reparieren, aber wenn man für alles so viel Zeit braucht, oft viel mehr Zeit als die Handwerker, die Professionalisten, dann nachher denke ich doch, ich lasse es lieber reparieren. Also, wir wiederholen. You don't need to use a cannon for sparrows. Das ist auch wieder eine wörtliche Übersetzung. Und dann findest du Spatzen schlau, frech oder dumm oder wie findest du Spatzen? Warum? Da ist ein Spatzenhirn. Das Spatzenhirn ist relativ klein und wenn du jemandem sagst, oh, du hast ein Spatzenhirn, dann ist er vielleicht sehr vergesslich oder wirklich nicht so intelligent. Du musst doch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Genau, das ist die Übersetzung von dieser Redewendung. Also du musst nicht übertrieben reagieren. Das ist nicht angemessen. Und wir kommen zum vierten Teil unserer Geschichte. Diese hat diese Woche 5 Teile. Also wir haben relativ kurze Dialoge, aber dafür 5. Hast du gehört? Was? Die Katze ist zurück. Die Katze ist zurück. Vielleicht hat sie einen Ausflug gemacht oder sie war eingeschlossen im Haus. Ja, das ist nichts Neues. Alle wissen das. Das ist nichts Neues. Die Spatzen pfeifen es schon von allen Dächern. Also überall kann man das hören. Alle wissen es. Es ist allgemein bekannt, dass die Katze zurück ist. Die Spatzen pfeifen es schon von allen Dächern. Das ist unsere dritte Redewendung. Also wissen es alle? Alle wissen das schon? Nur ich war die Einzige, die das noch nicht gewusst hat? Klar, alle wissen das. Gut, dass wir unser Nest gut versteckt haben. Auf dem Dach wäre das Nest vielleicht nicht so sicher vor der Katze. Die macht Jagd auf Spatzen. Gut, dass unser Nest im dichten Strauch, im Gestrüpp, zwischen den Ästen versteckt ist. Dort kommt die Katze nicht gut hin. Wir wiederholen. The sparrows are already whistling it from all the roof or the rooftops. Das heißt, und dann haben wir noch eine Frage. Was fressen Spatzen gern? Was meinst du? Fütterst du die Spatzen? Mit was fütterst du sie? Vielleicht brauchen sie das nicht im Sommer, aber im Winter, denke ich, wären sie manchmal froh auf etwas Nahrung, besonders wenn es so ist wie letzten Winter, wo wir viel Schnee hatten. Die Spatzen pfeifen es schon von allen Dächern. Das ist die Übersetzung. Schau, die Tür geht von alleine auf. Die Spatzen leben in der Stadt, da gibt es viele Gebäude, viele Türen und zum Beispiel in den Läden gibt es viele dieser automatischen Türen,
die Schiebetüren, die einfach aufgehen, wenn man kommt. Ja, schau, die Tür geht von alleine auf. Ich meine eine solche Tür. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie diese Türen funktionieren. Wirklich? Du hast das herausgefunden? Ja. Ja, du musst nah heranfliegen. Es gibt einen Bewegungssensor und du musst am Bewegungssensor vorbeifliegen und dann gehen die Türen auf, dann reagieren sie. Und dann können auch die Spatzen ins Innere des Gebäudes, also zum Beispiel in den Supermarkt. Wow, du bist schlau. Und das ist wirklich so. Ich habe eine Sendung über Spatzen gehört, eine Radiosendung, und die Spatzen können das wirklich. Das hat der Ornithologe uns erzählt. Der Ornithologe von der Sempacher Vogelwarte. In Sempach gibt es eine Vogelwarte und dort könnt ihr mehr erfahren über Vögel. Es gibt einen schönen Weg am Sempacher See. Ihr könnt auch die Ausstellung besuchen. Das ist ein schöner Ort, die Vogelwarte in Sempach. Klar, ich habe zwar ein Spatzenhirn, aber ich bin unglaublich schlau. Die Spatzen sind sehr schlau. Sie sind sehr intelligent. Obwohl, wenn wir sagen, du hast ein Spatzenhirn oder ich habe ein Spatzenhirn, dann denken wir oder wir wollen ausdrücken, dass wir nicht sehr intelligent sind oder dass wir vergesslich sind, dass wir zu schnell etwas vergessen. Komm, Spätzchen, drinnen gibt es etwas Gutes zu essen. Spätzchen ist auch ein Kosename für deine Kinder, vielleicht wenn kleine Kinder, oder auch für einen Partner oder eine Partnerin, eher vielleicht Frauen. Drinnen, hinter dieser Tür, gibt es etwas Gutes zu essen. Darum haben sie gelernt, die Türen aufzutun. Und wir wiederholen noch einen Satz oder zwei. Look, the door opens by itself und wow, you're smart. Und dann kommen wir schon zu unseren Fragen. Hast du schon einmal ein Nest gefunden? Vielleicht lag es auf der Straße, vielleicht hast du es im Garten gefunden, ein leeres Nest. Oder hast du ein Nest gesehen, wo noch Vögel drin gewohnt haben? Look, the door opens by itself, das heißt auf Deutsch, schau, die Tür geht von allein auf, von allein. Und wow, you're smart heißt, wow, du bist schlau. Ja, wir gehen noch einmal durch alle Fragen und dann können wir uns im Zoom-Treffen treffen, wo wir über diese Fragen sprechen. Hast du schon einmal ein Nest gefunden? Wo war es? Wärst du gern ein Spätzchen oder lieber ein anderes Tier? Warum? Wenn du ein Tier sein könntest, was für ein Tier wärst du gern? Fällt dir zum Wort Dreckspatz eine Situation ein, vielleicht aus deiner Kindheit oder mit deinen Kindern? Vielleicht hast du etwas Lustiges erlebt. Was machst du, wenn etwas kaputt ist? Reparierst du das selbst? Lässt du es flicken? Bringst du es in ein Geschäft? Oder gibst du es zu den Elektroabfällen, wirfst du alles weg? Kennst du das Sprichwort oder Sprichwörter mit Spatz? Kennst du andere Sprichwörter
mit diesem Vogel. Ich habe ein neues kennengelernt, das man auf Russisch sagt. Vielleicht gibt es in deiner Muttersprache Redewendungen oder Bilder mit Sprachbilder mit diesen Spatzen. Siehst du viele unscheinbare Dinge, wie zum Beispiel Spatzen, wenn du spazieren gehst? Unscheinbare Dinge sind Dinge, die nicht so strahlen und scheinen wie die Sonne, die man gleich sieht, sondern man muss etwas näher schauen, es ist etwas besser versteckt, zum Beispiel wie ein Chamäleon oder so. Es nimmt die Farben an der Umgebung oder etwas, was nicht so auffallend ist. Das ist unscheinbar. Nicht unsichtbar. Wenn etwas unsichtbar ist, dann kann man es gar nicht sehen. Aber unscheinbar, das fällt einem nicht so auf. Ja, und das war schon die letzte Frage. Wir sind mit unserem Dialog, mit dieser Geschichte von den Spatzen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich lade euch ein, jetzt auf Speaking Practice zu klicken und dort könnt ihr mit mir sprechen. Wir können miteinander sprechen und über unsere Erfahrungen sprechen. Und ihr könnt mir Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt, natürlich. Also, das war's für heute. Alles Gute. Denen, die den Film später schauen, wünsche ich noch ganz eine schöne Woche. Bis zum nächsten Dienstag. Macht's gut. Tschüss.